grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wie du siehst, wir sind hier nun im Levelbaum drinnen und ich bin du kannst dir, wenn du die Charaktere mitnimmst von den beiden ersten Teilen, nimmst du den Charakter mit, kannst du ja auch bestimmen, welchen, ich sag's mal, was du wählen kannst. Soldat, Techniker, Infiltrator und so. Und ich habe mich jetzt mal für den Techniker entschieden. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen durchgeblättert und wir können ja mal kurz durchgehen. Verbrennung. Verbrennen Sie Ihre Gegner und deren Panzerung. Schwerer Schaden bei Gesundheit und Panzerung. Versetzt einen Feind in Panik und stoppt die Gesundheitsregeneration. Dann haben wir die Überlastung. Überlasten Sie Elektronik mit dieser Kraft und betäuben Sie Ihren Gegner. Effektiv gegen Schilde, Barrieren und synthetische Wesen. Weniger effektiv gegen organische Wesen. Kryostrahl, das haben wir eh schon alles gehabt im zweiten Teil. Frieren Sie ungeschützte Gegner ein und zerschmettern Sie sie. Verlangsamen Sie den Rest. Schwächt Panzerung. Eingefrorene Ziele regenerieren keine Gesundheit. Kampfdrohne, das wird sehr interessant. Setzen Sie Angriffsdrohnen ein, die Ziele betäubt und feindlichen Beschuss auf sich zieht. Sabotage. Sabotieren Sie Waffen und hacken Sie synthetische Wesen. Betroffene synthetische Wesen kämpfen an ihrer Seite. Betroffene Waffen überhitzen. Meine Aufmerksamkeit jetzt von der Kampfdrohne abgesehen, haben die kommenden 3 Punkte. Wachgeschütz. Setzen Sie dieses schwere Geschütz ein, wenn Sie Feuerschutz brauchen. Sehr gerne natürlich. Tech-Meisterschaft. Seien Sie ein gewiefter Taktiker auf und neben dem Schlachtfeld. Schnellere und stärkere Tech-Kräfte, mehr Geschicklichkeit, mehr Charisma. Und die Fitness, etwas mehr Muskeln und sie werden im Nahkampf absolut furchtlos. Verbessert Nahkampfschaden. Erhöht Gesundheit und Schilde. Wir werden jetzt mal... Achso, wir können ja hier aus Shepard ja eine richtige Wildsau machen. Warte ein bisschen. Ach, so funktioniert das hier. Okay. Aufladetempo, Schaden, Schilde. Weißt was? Wir fangen mal hier an. Dann Fitness, immer wichtig. Ja, wenn wir schon so viele Punkte haben, dann werden wir es jetzt auch vergeben. Rang 3. Und ja, ich habe das Spiel noch nie mit so einem hohen Level gespielt. Was haben wir hier? Kraftschadenbonus. Reputationsbonus. Also im Prinzip erhöht Kraftschadenbonus, erhöht Gewichtskapazitätsbonus um 20 Punkte. Wow. Nehmen wir. Ja, wir können ja eigentlich... Ich mache jetzt mal vorerst das, was mir... Konzentriert. Natürlich, ich bin immer konzentriert, wenn ich nicht gerade etwas daneben trete. So. Nahkampfschadensbonus. Gesundheits- und Schildbonus. Ja, hier werden wir ja zum Über-Drüber-Haberer. Weißt du was? Wir machen diesen Über-Drüber-Haberer perfekt. Bist du deppert. Aber das Wachgeschütz gefällt mir am besten. Ich schaue jetzt gar nicht, was das alles mit sich bringt. Kryo. Wodurch es gegen Panzerung. Flammenwerfer oder Raketen. Upgrade des Wachgeschützes mit einem Langstreckenangriff, der im Umkreis von 1,5
1,5 Meter bis 300. Aha, 1,5 Meter, das ist nicht viel. Egal, wir nehmen das. Bist du deppert, wir haben aus Shepard eine Kampfsau gemacht. Okay, Baby, wir speichern nochmal. Ah, schon besser. Ja, ich habe ein paar Einstellungen umgeändert. Ich hoffe, man sieht's. Und merkt's. Achtung! Oh. Ich brauche eine andere Waffe. Predator? Maschinenpistole. Na, schauen wir mal. Aha. Na wirklich? Diese alte Potsau. Sieht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, es sind nur ein paar Fahrzeuge. Diese Dann alte... hatten Sie wohl Hilfe. Ein Insider. Wahrscheinlich. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Diese alte Potsau an Commander Shepard. Commander, haben Sie Cerberus nicht gesagt, sie sollen sich verziehen, nachdem sie die Kollektorenbasis hochgejagt hatten, hinter der sie her waren? Genau das habe ich getan. Eines steht jedenfalls fest. Sie sind keine Freunde der Allianz. In der Tat. So, jetzt können wir kurz nochmal was bei verändern. Sound. Und zwar... Ich gehe hier nochmal mit der Musik ein bisschen runter. Soundeffekte lassen wir auf 70 und die Dialoge lassen wir so. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Worauf? Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für Sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass Sie es jetzt nicht mehr tun? Es war ein vorübergehendes Bündnis. Sie haben für mich gearbeitet. Ich habe sie benutzt, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Ich sollte mich Ihnen nicht derart erklären müssen, Ash. Vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid.
Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich Antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier? Auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Mehr als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Ich kann Singularität einsetzen, um sie rauszuziehen. Ja bitte, mach das, mein Schatz. Kein Problem für jemanden mit Biotik. Ja? Das waren alle. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Es gibt so viele Charaktere, die dich begleiten in diesem Spiel, aber sie ist noch immer mein absoluter Liebling. So chaotisch sie zeitenweise wirkt. Warte mal kurz, wir brauchen Munition. Haben wir irgendwo Munition oder gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Ich meine gut, wir haben ja mittlerweile aus Shepard eine kleine göttliche Wildsau gemacht, aber das wird sich vielleicht lohnen. Schauen wir mal. Machen wir mal hier einen kleinen... Ah, sehr gut. Gibt es ja noch irgendwo was? Weil dann, wenn nicht, dann machen wir gleich einen Springer in Richtung Club des Swinger. Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Natürlich, natürlich, Ash. Nur was halt mir, so kommt es mir vor, was auf jeden Fall gelungener wirkt. Hoppala. Aha. Wenn unsichtbare Wände nicht blockieren würden. Ach ja, warte mal, wie ist denn das gegangen? Hier ist der Ausgang. Hierauf? Nö. Ja, ist doch schön, oder? Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht. Aber möglich ist natürlich alles. So. Was aber auf jeden Fall gelungener ist, Shepard ist von seiner Bewegung her hier in diesem Teil etwas flexibler. Shepard, Entdeckung! Ich muss mal Waffe wechseln. Sollen wir immer noch aufräumen? Ja, ein paar Wissenschaftler leisten Prüfen am Fahrzeug nicht auf Widerstand. Holen wir sie uns. Aha.
Vorpoten der Pest. Munition mitnehmen, immer wichtig. Kann man hier was lesen? Nö. Schade. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Ja, dann suchen wir uns die Steuerung. Cameron Harrison Exogenic Corporation. Oh, liebe Grüße aus Teil 1. Danke für Ihr freundliches Angebot an neuer und topmoderner Technologie. Wie bei allen bisherigen Angeboten Ihrerseits müssen wir auch diesmal ablehnen. Unsere Rechtsabteilung ist Ihre Vorschläge erneut durchgegangen und hat erneut festgestellt, dass sie nicht ausreichend sind. Kurzum, wir sind nicht interessiert. Verschonen Sie uns bitte künftig mit Ihren großzügigen Angeboten. Hochachtungsvoll, Harrison. Na bitte. Eine softe Warze. Hat das Sicherheitssystem manipuliert. Oh. Das ist seltsam. Ja, was denn, mein Schatz? Was zum... Versuchen Sie Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Okay, weiter geht's. Ich versuche im Schnittprogramm die Stimmen etwas höher zu drehen, beziehungsweise das komplette Video. Vielleicht erreiche ich dadurch... Ja, vielleicht hört man die Charaktere dann besser. Der Sturm kommt näher. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Natürlich. Commander, hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Den Kontakt zur Normandy ist Ihre Position. Ich habe nicht verstanden, James. Wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Verdammt! Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mädchen denkt pragmatischer, Ladies. Das war die Cafeteria, drum ist sie offen. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Simon Watanabe, Cameron Harrison. Cam? Aha. Wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expert... Entschuldigung. Ruinieren. Die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva. Soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Gibt Erfahrung. Na, bitte, siehste. Alles nur wegen Kaffee. Mhm. Verstanden. Delta-Team Ende. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianzsoldaten. Wir müssen sie vom Kern fern... Kurzen Augenblick. Ach so. halten. Boah. Die Waffe ist gut.
Boah, das ist so viel schöner spielen mit Shepard, wenn er selber als Charakter ein bisschen flexibler ist. Es fühlt sich echt besser an. Kurzen Blick, wir benutzen gleich mal... 4 Punkte, okay. Ich glaube, bis wir durch sind, wir mit Shepard ja hier, ja, schon wissen. So, 2. Belastung. Was war das? Ja. Haben wir nur noch einen Punkt. Sabotage. Ja, bis wir hier so tiefgreifend mit den Systemen habe ich das Spiel auch noch nicht gespielt. Automatisch. Und die Liara. Das ist ein 3-Meter-Haus, ha? Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wie Cerberus reinkam. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara. Gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Natürlich. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut. Los geht's. Natürlich besiegen wir die Reaper. Ist doch eh klar. Ich will, dass die Bahnstation überwacht wird. Keiner kommt rein oder raus. Verstanden? Oh, also das ist neu. Ach, wie schön. Wählen Sie eine Waffenkategorie aus. Was das? Mit dem beschäftigen wir uns ein bisschen später. Weil ich habe offen und ehrlich gesagt noch keinen blasen Schimmer, was hier geschieht. Melden Sie sich. Anscheinend hat die Allianz Verstärkung geschickt. Der Doktor will, dass wir... Warte ein bisschen, jetzt probieren wir das hier aus. Ich wollte das schon mal benutzen. Wenn mir die Damen nicht unbedingt vor die Flinte laufen würden. Ach so, jetzt habe ich die Kampf... Nein. Sanitäter. Geil. Du bist das, was für uns kämpft. Warte bis hier, ist ja gerade was aufgeleuchtet.
Erst hier schaut's aus, räumt's zusammen. Das sieht ja unappetitlich aus, wenn Besuch kommt. Gut. Das Spiel ist so eine Mordsgaudi. Kurz einen Blick. Ach so, jetzt habe ich die... Ich bin so ein Trottel. Egal, müssen wir uns derweil mit den Waffen rumschlagen. Wo ist Ash? Da kommt ja was auf uns zu, gebumst und gedödelt und gedonert. Kampfdrohne. Ich probiere mal das. Aha. Ja, sorry, alles weiß ich nicht. Das ist eine KI als Begleiter, die man gebrauchen kann. Wirklich schön. Wachgeschütz. Saugeil. Das macht Laune. Herrlich. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Natürlich. Wir kennen ja Cerberus mittlerweile. Hier haben Sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben Sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Persönliche Notizen, SS Parzer, Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern. Aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Interessant. Das sind ja richtige Wiffzack. Also hier geht's nicht weiter, schau mal. Also na, wo müssen wir hin? Hä? Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht.
So. Das haben wir schon. Okay. Was war hier? Haben wir alles mitgenommen? Passt. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Bahnkontrollzentrum. Bloß keine Angst, Liara, das wird schon schief gehen. Katana. Bewaffnung ändern. Ich muss mir hier erst meine Gedanken zumachen. Ich weiß nicht, was hier alles... Jetzt sag nicht, dass ich Trottel... Na, habe ich nicht. Passt. Ich habe schon gedacht, ich habe dieses Präzisionsgewehr komplett rausgeschmissen. Achtung! Kein Scherz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen. Halten Sie Ihren Kopf unten. Mal etwas improvisieren. Halten Sie Ihren Kopf unten. Ich weiß nicht, was hier jetzt zu tun ist. Halten Sie Ihren Kopf unten. Bringen Sie mich hier raus. Ja, nur kein Stress. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Verdammt! Halten Sie Ihren Kopf unten. Ja. Wo ist sie? Also da hinten muss ich jetzt hin. Halten Sie Ihren Kopf unten. Boah. Zur Kante bewegen und L, um sich um die Ecke zu begeben. In Deckung bleiben, Shepard. Verdammt. Aha. Also die KI ist jetzt nur auf mich fixiert, oder was? In Deckung bleiben, Shepard. Anscheinend. Weiter geht's. Wir sind sicher. Das Geschütz kann von hier aus nicht auf uns schießen. Ja, es ist ein bisschen verwirrend gerade. Bitte nicht böse sein. Wo sind denn die Weichbirnen? Vorwärts! Avenger? Ah. Centauri Centurio.
Sehr gut, sehr gut. Präzisionsgewehr, Konzentrationsmodul. B. Vasquez. Der letzte Fundort scheint nun leer zu sein, aber ausgehend vom Plan des Kommunikationssystems und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteaner vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiter zu graben, aber angesichts der kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. Na gut, na gut. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir sie davon, dass wir zu ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant Commander ist inzwischen kompetent. Ja. Commander, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh Gott. Er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten Sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit Ihnen gemacht. Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die Sie in den Fingern hatten. Sind das wirklich Sie? Würden Sie es überhaupt wissen, wenn die Sie irgendwie kontrollieren? Das ist nicht fair, Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Ich bin dieselbe Person wie immer. Die Zeit wird daran nichts ändern. Aber ich verstehe, wenn Sie sie brauchen. Danke für Ihr Verständnis. Okay. Mal sehen, ob wir die Bahn hier rüber kriegen. Hallo! Hier ist Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben dies? Wenn nicht, werden Sie schon bald rausfinden. Wir sollten in Position gehen, um sie zu flankieren, wenn sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Okay. Mach ich. Und die dritte und... Wo hauen wir... Wird gemacht! Was? Da kommen sie. Ich hab gar nichts gesagt. Schaltet sie aus. Ist das geil. Ich mein, bisschen leicht gerade. Muss mal schauen wegen dem Schwierigkeitsgrad. Aber dazu später mehr.
Okay, die zwei gehen mir auf die Eier. Briefschlitz. Der Sturm wird schlimmer, wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Cerberus-Soldaten auch. Meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Ja. Liara, das wird schon seine Bedeutung haben. Mhm. Sind alle hier? Sehr gut. Au. Nein, wirklich. Ich halte es nicht aus. Schon wieder so einer. Da kommst du aber früh drauf, du Anus. Warte ein bisschen, wir müssen hier raus und... Nehmen wir wieder diese Waffe, die ist effektiver. So. Wer hat hier gepupst? Hier bin ich. Ich weiß zwar nicht, wer von euch... Ich weiß zwar nicht, wer von euch den alten PS2-Shooter Black kennt. Aber da gab es ja zu dem Schluss hin auch so Schildtypen. Da habe ich auch immer probiert, auf die Füße zu schießen, weil es die beste Methode war. So. Was ist hier alles? Ah, das haben wir schon. Sehr gut.
Ash. Shepard. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard, Was? die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt! Wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey! Weg da von der Konsole. Sofort! Sie hat die Daten! Sie ist schneller, als sie aussieht. Dranbleiben. Wir dürfen sie nicht verlieren. Wo ist sie? Da ist sie. Da müssen wir kurz schauen, ob das Mikro funktioniert. Ich habe jetzt gerade nämlich während der Sequenz das Mikro umgeworfen. Scheiße, wie komme ich hier rein? Wo ist sie? Ah, so ein geiles Luder. Hä? Also sie ist da oben. Die kleine Lauchwarze. Wie komme ich da hoch? Ich weiß nur nicht, wie ich da hochkommen soll. Hat ein bisschen, gibt's hier einen Weg hinauf? Da ist sie! Dranbleiben! Sie entkommt! Hier ist sie. Vorsicht! Shit! Dranbleiben. Wir dürfen sie Nochmal. nicht verlieren.
Shepard glaubt auch, als hätte er sich angeschissen oder sie sich angeschissen. Da ist sie. Dranbleiben! Sie entkommt. Ah. Falsch. Hier entlang. Vorsicht! So. Da unten! Ja, ich bin schon dran. James, hören Sie mich? Cerberus hat die Daten. Funkspruch an die Normandy. Sie sollen sofort hier runterkommen. Na, komm, raus aus der Deckung, du. Sie entkommt! Verdammt! James! Normandy! Irgendwer! Erwischt! Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Wir brauchen die Daten. Lassen Sie sie gehen. Befehle? Erledigen. Nein! Greifen Sie sich das Ding. Mitnehmen. Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit. Ashley braucht medizinische Pflege. Wir müssen das Sol-System verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Ash. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch.
Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edi und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander. Edi extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Lieutenant Commander Williams? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ashley und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard, ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch? Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla bla bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Wir hatten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und den aktuellen Stand zu erfragen. Das mache ich vielleicht.
Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Aktuellen Informationen zufolge wurde die gesamte batarianische Hegemonie von Oh Gott. Passagierlounge Vienna Alas. Ist das nicht diese eine komische... Warte mal, Normandy Luftschleuse 1, Aussichtsdeck. Ja, weißt was, wir werden hier nun eine kleine Pause machen. Mal schauen, dass ich hier auf der... Oh. Turianische Kolonien melden Überfälle durch feindliche Streitkräfte. Die Kämpfer haben angeblich bereits Pelican erreicht. Ich habe sie andocken sehen. Aha, ja, nichts, was wir nicht schon wüssten. Commander Shepard entkommen? So ist es doch, stimmt's? Also, warum sollte sie hier sein, wenn sie nicht zum Rat will? Ma'am, ich darf darüber nicht sprechen. Müssen sie auch nicht. Commander Shepard! Ich speichere hier mal. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Erlos, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich komme nicht gerade gut mit Reportern zurecht. Und das macht sie beim galaktischen Publikum eher unbeliebt. Es lässt sich aber ändern. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Boah. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich etwa weitersuchen? Einen Versuch und du bist tot, Schlampe. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich schnellstmöglich auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Na, das kann ja heiter werden. Gut, jetzt haben wir die auch noch an der Backe kleben. Gut, es ist ja nicht wenig, dass uns die Backe voll klebt. Kriegsaktivposten. Na, das könnte... Ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte da noch entwickelt rund um diese Dame. Ich bin ja auch nicht unbedingt jemand, der von der Presse begeistert ist. Okay, hier haben wir nichts. Wo war denn jetzt die Karte? So. Nochmal die Luftschleuse, Passagierlounge, Aussichtsdeck, Sicherheitskontrollpunkt 4. Ja, dann gehen wir da nochmal zurück. Es ist so schwer, ich sollte eigentlich Nachmittagsschicht gehen in knapp 45 Minuten. Und jetzt sitze ich hier und spiele Mass Effect 3. Toll. Kenny, du bist das beste Stück. Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Aha. Huerta Krankenhaus. Einen Moment bitte. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. So, wo finde ich... Ah. Willkommen bei Sirta. Kaufsüchtig, ja, ich bin kaufsüchtig. Medigel-Kapazität. Womit können wir Ihnen helfen? Blumen. Süßigkeitenauswahl. Rumi in Gedenken. Sirta ist eine gemeinnützige Organisation, die Tränenlieder der Ebenen. Und die Liebe fiel hin. In der Mannigfaltigkeit, okay. Gedichte von Alfred Tennyson. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen fließt in die medizinische Forschung. Danke für Ihren Besuch bei Sirta.
Womit Danke, können dass wir Sie Ihnen bei uns helfen? eingekauft haben. Schauen wir mal, wo wir Ashley finden. Patientenlounge. Hey, Dr. Chakwas, wo ist sie? Deuten darauf hin, dass die Erde derselben feindlichen Macht zum Opfer gefallen ist. Was sie? Shepard, da sind Sie ja. Dr. Chakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Ach, schön. Ach, ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Patientenlounge, Dr. Michel. Jetzt müssen wir uns den auch noch suchen. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Hier ist sie. Commander Shepard, schön Sie zu sehen. Dr. Michel, es ist lange her. Die kleine Klinik in den Bezirken haben Sie weit hinter sich gelassen. Danke Ihnen. Sie haben sich um Fist und seine Schläger gekümmert. Wo ich sonst wohl wäre. Jetzt bin ich Chefärztin einer Präsidiumklinik. Sie gaben mir diese Chance. Sie sind sicher wegen Lieutenant Commander Williams hier. Wie geht es Ashley? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Sie ist noch ohne Bewusstsein, aber ihre Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihr, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. In diesem Krieg werden viele Verletzte obdachlos. Können die Citadel-Kliniken sie alle aufnehmen? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Richtig. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene. Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Der Rat hat verkündet, dass diese galaxieweiten Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten... Okay, schauen wir mal zu Ashley. Warte mal. Karte. Ich sollte eigentlich Flügel für stationäre Patienten. Das ist im nächsten Raum. Das muss hier irgendwo sein. Der Patient ist erst einmal stabil. Das war ganz schön knapp. Gute Arbeit, Dr. Freilich. Ein Neurosplint ist immer noch die beste Methode. Ich sehe nach, ob wir die erforderlichen Ich glaube, das ist sie. Strazialbandagen haben. Wir treffen uns dann wieder hier. Aktuellen Informationen zufolge wurde die gesamte batarianische... Es hat Sie ziemlich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Schaffen das schon? Ich bin mir bei den Antwortmöglichkeiten da nie so sicher, weißt? Ich nehme halt zur Vorsicht einmal das, man weiß ja nie genau. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Ash. Sehr gut. Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, Ash. Gute Besserung.
Wir sehen uns bald. Berichte deuten darauf hin, dass die Erde derselben feindlichen Macht zum Opfer gefallen ist, die schon den batarianischen Sektor angegriffen hat. Richtig. Das ist richtig, mein Sohn. Gut, weißt was? Ja, das wird jetzt ein bisschen knapp mit dem Arbeiten fahren, aber das ist mir jetzt einmal wurscht. Wir werden jetzt was machen. Ja, wacht endlich auf, ihr Trottel. Citadel-Botschaften. Was machen wir noch? Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Das Allianzmilitär hat den Hades-Gamma-Cluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Ungnade nennt man das heutzutage. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Informationen zufolge wurde die gesamte batarianische Hegemonie von einer unbekannten Macht vernichtet. Karte, wo ist Udina? Wir sind hier, eins, darunter und ja. Wir werden es schon finden, hoffe ich. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Der Rat tagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetros verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne einen Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht, ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Liara hält es für möglich und ich auch. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten, jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteaner-Gerät raus, so viel ich kann. Danke, Liara. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können Sie so blind sein?
Commander! Commander! Ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelevins Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelevin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normandy ihn rausholt, ohne entdeckt zu werden... Ich soll ihn also retten, in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend. Und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten. Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelevin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Ach du meine Güte, das fängt ja schon mal gut an. Das beginnt ja wirklich toll. Gut, ja. Eins vorweg, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, es wird sehr politisch. Wir müssen, das kann ich gleich mal als großen Elefanten im Raum so mitteilen, spoilerfrei, wir müssen versuchen, sämtliche, ich nenne es hier mal, sämtliche verschiedene, so wie die Elcor, die Talaria, die Turianer etc., ja, ihr wisst ja, wie sie alle heißen. Wir müssen versuchen, jene zusammenzubringen, zusammenzuführen und damit, ja, eine Gegenmacht gegen die Reaper zu finden und zu organisieren. Was hat er für ein Problem? Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja, und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Erde derselben feindlichen Macht zum Opfer... Also das kennen wir schon, was da im Radio gesagt wird. So, jetzt schauen wir mal auf der Karte. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen mehr Büroetage, Bezirksbüro. Oh, das ist das Letzte, was wir für heute machen. Bezirksbüro für Spectre-Ausrüstung. Ja, das werden wir benötigen. Mama mia. Wie viel Kilo wird Shepard wiegen? 65, 70 Kilo und trampelt hinne wie ein Elefant. 2 Tonnen schwer. Wo ist denn das Büro? Ist das vielleicht hier? Ah, wir sind richtig. Sehr gut. Besorgen wir uns noch Spectre Terminal. Willkommen
Informationen über die quarianische Flotte. Die werden wir auch brauchen. Spectre-Ausrüstung. Alter Vati. Diese Preise sind ja, naja, sind ja wirklich ausgezeichnet. Herst. Da haben wir noch einiges zu tun, bevor wir uns hier was leisten können. Von der armen Kirchenmaus hin... Nein. Von der armen Kirchenmaus hin zu Elon Musk-Variante. Das wird noch etwas dauern. Egal. Ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Palaven. Codex, das ist das hier. Codex sekundär, das ist das hier. Okay. Ja. Dann werden wir uns Commander Bailey... Warte mal, vielleicht... Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Oh Der mein Rat Gott. gibt im Moment einfach keine Interviews. C-Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Scheißpresse. Sie wahren also den Frieden. Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Wenn das so ist, warum haben Sie dann angenommen? Man weist Razzia Udina nicht zurück, Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Willkommen im Club. Es ist ein blödes Spiel, bleiben Sie dran. Bleiben Sie kritisch. Könnte hilfreich sein. Ich mache mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Positiv denken, irgendwie wird es schon hinhauen. Gut, ja, wir sind jetzt eigentlich soweit fertig. Wir haben hier alles gemacht, wir waren beim Udina. Ja, Udina. Wir haben versucht, Spectre-Ausrüstung zu kaufen. Geht leider nicht, denn das ist teurer als mein nicht vorhandener Porsche vor der Tür. Und ja. Warte ein bisschen, vielleicht kriegen wir doch noch was raus aus Udina. Ach ja, auch wenn es nur ein Spiel ist und hinter jedem Fenster ist ein Schicksal, gell? So, ja, das war jetzt sehr poetisch formuliert. Mal schauen, was dieser alte Sack zu sagen hat. Der Rat. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Wirklichkeit gleich. Ich habe diesen Satz immer gehasst. Fatalismus. Nichts, was man anstreben sollte. Wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit wird gefürchtet und geliebt. Hoffentlich hilft uns das jetzt. Ich versuche von möglichst vielen Welten Finanzhilfen, Leute und bewaffnete Schiffe zu kriegen. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein, bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Was Neues von der Erde? Ich weiß nur, was Anderson gesagt hat. Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte.
Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Eschil, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Anderson wäre stolz, sofern Sie liefern können. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Der Spruch mit dem Esel, der Karotte und dem Stock, das gefällt mir, oder das gefällt mir. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, mit Udina fahren wir auch noch zusammen. Ganz trauen durch dem Jungen nämlich auch nicht. Na gut, diese Aufnahme ist nun, ja, 90 Minuten lang circa. Und beim nächsten Mal ja, das wissen wir schon. Wir müssen uns bald was Neues einfallen lassen. Commander Shepard. Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Hauen wir ihr nochmal eine rein. Ich glaube, im zweiten Teil haben wir ihr ja eine reingehauen, oder? Schaut mal, dieses kleine, zynische Lächeln. Commander Shepard. Kalisa bint Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz... Ich habe genug von Ihrem Schmierenjournalismus. Diesmal nicht, Sie Sie sind wütend, wie ich sehe. Aber ich bin hier, um der Erde zu helfen, nicht um Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie's. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für die erste Aufnahme. Wenn ihr euch erinnert, sie hat uns in Teil 1 schon in die Zwickmühle gebracht und ich glaube auch im zweiten Teil. Also, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du hattest nun ein klein wenig Spaß. Baba dabei.